Eckchen deines Hauses wohnen und ich im Rest. Was würdest du tun? Sagen einverstanden? Nein. Die meisten der 600.000 enteigneten chilenischen Mapuche leben heute in städtischen Ballungsräumen. Man nennt sie Mapurbe, urbane Indios. Lange werden sie von der Landsbevölkerung als Verräter betrachtet. Doch jetzt sind sie die Speerspitze der Mapuche-Bewegung. Wie Filotraro Payafilo, der sich von seinem spanischen Vornamen Pablo losgesagt hat. In Santiago de Chile gründet er die Hip-Hop-Band Hueche Queche, zu Deutsch Junger Haufen. Denn Payafilo ist sich sicher, der Widerstand der Mapuche muss klangvoll sein. Der Musiklehrer wohnt in La Florida, einem der ärmsten Viertel der Stadt, 700 Kilometer weiter nördlich als seine Vorfahren. Wir befinden uns auf Mapuche-Gebiet. Hier begann der Widerstand und breitete sich dann nach Süden aus. Aber seinen Ursprung hat er hier. Also befinden wir uns hier auf Mapuche-Gebiet. Wir wissen, dass unter dem Zement Erde ist. Und der Zement hindert die Erde am Atmen. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Yo, las tierras son tomadas porque fueron robadas por la difundista extranjera por rivalidad nacional. Las armas, las palabras, que te reflejado con su fuerza policial. Esta lucha es desigual, ocupada de asesinos nos disparan a matar. Ich mache gerade das Studio sauber. Hier nehmen wir all unsere Stücke auf. Hier steht das Equipment. Public Enemy lassen grüßen. Das Kollektiv Hueche Queche stellt seinen Politrap in den Dienst der Mapuche-Sache. Dieser Song ist dem Märtyrer Alex Lemun gewidmet. An 3 selbstproduzierten Alben sind ein gutes Dutzend Mitglieder beteiligt. Gloria will Anwältin werden, um gegen die Gesetze zu kämpfen, die ihr Volk unterdrücken. Wir sind nie arm gewesen, man hat uns arm gemacht. Wie erklärst du dir sonst, dass hier ein chilenischer Landwirt mit 560 Hektar Land lebt und daneben ein Mapuche mit 5 Hektar und 10 Kindern? Das ist die Realität, gegen die unsere Brüder ankämpfen. Die Realität von Jaime Coyo. 3 Wochen nach Jaime Coyos Tod haben Hueche Queche ihre Hommage an ihn fertiggestellt. Untereinander sprechen sie Mapudungun, doch gerappt wird auf Spanisch, damit die Botschaft bei den Chilenen auch ankommt. Aber ohne die Chuchuca läuft gar nichts. Dieses Instrument nennt sich Chuchuca. Ursprünglich hatte es eine andere Form. Wie diese Rohre, die halbiert wurden. Sie waren sehr lang, deshalb legten unsere Vorfahren sie beim Spielen auf Ästen ab. Unsere Chuchucas haben diese runde Form, damit man sie besser transportieren und überall darauf spielen kann. Hueche Queche müssen nicht nur die Chilenen von ihrer Sache überzeugen, sondern auch die ländlichen Mapuche, die mit der gerappten Bereicherung ihrer Kultur ihre Probleme haben. Für den Auftritt beim Festival für indigene Musik und Tänze in Santiago hat das Künstlerkollektiv Turnschuhe und Public Enemy Shirts zu Hause gelassen. Die Mapuche sollen nur noch 5% der chilenischen Bevölkerung ausmachen und haben nicht einen Abgeordneten im Parlament. Sind sie vom Aussterben bedroht? Wir sind Nachkommen der Spanier. Die Mapuche lebten vor uns hier in Chile.
Was noch? Ich sollte mein Gedächtnis wohl mal auffrischen. Ich versetze mich in die Lage der Mapuche. Mir würde es auch nicht gefallen, wenn man mir mein Land, meine Kultur, meine Religion und meine Sprache nimmt. Meine Kinder tötet, mich versklavt und meine Familie betrunken macht, um ihr Eigentum zu stehlen.